Hattest du schon mal die Situation, dass du ein Getränk trinkst und du denkst, es wäre Getränk A, aber in dem Moment, wo die Flüssigkeit in deinen Gaumen hineinfließt und die Geschmacksnerven, die ersten Informationen an dein Gehirn übertragen, realisierst du, es war nicht Getränk A, sondern B. Das fühlt sich komisch an, stimmt's? Ich hatte das vor ein paar Wochen. Ich war mit meiner Familie bei McDonald's. Meine Frau vernünftig wie immer bestellt Wasser. Ich noch vernünftiger wie immer bestell eine frische Cola. Der Deckel ist drauf. Wir verwechseln die Becher. Ich nehme den ersten Schluck der vermeintlichen Cola. Aber in dem Moment, wo diese Flüssigkeit da hineinströmt, merkt mein Gehirn, irgendwas stimmt nicht. Ja, oder vielleicht kennst du das, wenn du im Kino bist und du warst ganz sicher, dass du dem Mann da unten am den Tresen gesagt hast, dass du süße Popcorn möchtest, aber in dem Moment, wo du das erste Mal hineingreifst und so eine große Ladung deiner XXL-Packung hineinschiebst, realisierst du, sie sind salzig. Ich kann mich gut daran erinnern, ein Mann aus dieser Kirche, er heißt so ähnlich wie Simon Lemle, der hat vor vielen Jahren an einem Sonntagmorgen, kam er auf uns zu und hat gesagt, Männer, heute, wenn wir hier fertig sind nach 4 Celebrations, gehen wir zu mir nach Hause und dann öffne ich für euch einen 20 Jahre alten Rotwein. Und du ahnst nicht, wie schnell der Leo plötzlich predigen konnte, wie schnell der Dave die Lieder gespielt hat. Ich fing an, Programmelemente aus dem Programm herauszustreichen, damit wir möglichst schnell bei Simon landen. Und dann kam er. Ja, er kam mit so einer wunderschönen Flasche Rotwein und er zeigte uns das Etikett und tatsächlich, er 20 Jahre alt. Er sagt, er hätte ihn schon am Morgen geöffnet, damit er atmen kann. Und er gab uns je ein volles Glas und wir stoßen an und wir trinken den ersten Schluck, aber in dem Moment, wo dieser Rotwein in meinen Gaumen kommt, merke ich, dieser Wein schmeckt nicht wie ein 20 Jahre alter Rotwein. Eher wie so ein Wein hier auf der Höhe im Supermarkt, sowas, was du vielleicht eher zum Kochen brauchst. Und jetzt wurde ich unsicher und dachte, oh Mann, ich will ja Simon nicht bloßstellen, aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich fing an zu überlegen, hat er uns jetzt gerade verarscht? Oder hat jemand Simon verarscht? Und es wurde richtig unangenehm, bis es aus ihm rausplatzte und er bekam einen großen Lachkrampf. Und er gestand uns, dass er den Wein in Wirklichkeit alleine mit seinem Schwiegervater am Abend zuvor getrunken hat und einen billigen Fussel hier hineinkippte, um dann uns so richtig auf den Arm zu nehmen, ja. Meine Frage ist, wenn man dich zu schmecken bekommt, wie schmeckst du eigentlich? Ich meine, ganz ehrlich, du und ich, wir sind doch Botschafter von Jesus, oder? Auf unserer Flasche müsste eigentlich stehen sowas wie Tochter des Höchsten oder Sohn des Allmächtigen, ja. Und wenn man uns so vielleicht umkippt im Stress des Alltags, Homeschooling, Homeoffice, Stress bei der Arbeit, was kommt eigentlich raus, wenn man an uns rumschüttelt? Was bekommen die Leute zu schmecken? Schmeckt man da uns, unser Ego, unser Stress? Oder schmeckt man da diesen Gott, der doch eigentlich in uns wohnt? Ja, ist es vielleicht manchmal eher so wie bei mir, da ist es ehrlich gesagt so ein bisschen tagesformabhängig. Ich glaube, es gibt Tage, da schmeckt man was von Jesus in meinem Leben. Ich glaube aber leider, es gibt auch Tage, da müsste hier hinten eher stehen, Warnung, kann Spuren von Gott enthalten. Ja? Oder theoretisch. Ja? Kennst du das manchmal auf Etiketten, wo hinten drauf steht, was da alles zu schmecken ist auf Wein, wo du denkst so, Gummibärchen? Ganz sicher nicht, ja. Interessante ist, Jesus hat genau dieses Bild von Wein benutzt, um über etwas ganz Wichtiges mit seinen Jüngern zu reden. Es war ein besonderer Abend, nämlich der letzte Abend einer Ära von 3 Jahren, die er mit seinen Jüngern Tag und Nacht verbracht hat. Es war der Abend der Verhaftung. Die Jünger wussten es noch nicht, aber Jesus wusste es. Und er genießt diesen Abend. Er hat wahrscheinlich auch mächtig Respekt gehabt. Er hat an diesem Abend auch das Abendmahl gefeiert. Und dann bringt er diese bekannten Verse und spricht über Wein. Und er sagt hier, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab, aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen.
Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Jetzt kommt's. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Nächste Folie. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm verbunden bleibe, der bringt viel Frucht. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich möchte mit einem Statement beginnen heute und Folgendes behaupten. Ich glaube, Gott lädt uns ein, damit aufzuhören, uns von ihm füllen zu lassen und damit anzufangen, uns mit ihm füllen zu lassen. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Ich weiß nicht, wie du so tickst und wie dein Alltag verläuft. Ich erzähle dir jetzt mal, wie ich funktioniere, okay? Bei mir ist es oft so, ich wache am Morgen auf, der Wecker klingelt und bei mir klingelt nicht nur der Wecker, sondern ziemlich schnell auch meine ganzen Alltagssorgen. Und mir fällt ein, welche Meetings ich heute habe, welche Personen ich vielleicht treffe, welcher Ehekonflikt vielleicht noch nicht ganz geklärt ist. Ich denke über das Homeschooling und das Homeoffice und so weiter und so fort nach. Und dann habe ich schnell eine Tankstellenmentalität mit Gott. Was bedeutet das? Ich komme mit all diesen Sorgen und all diesen To-Dos und ich denke, oh Gott, ich brauche unbedingt viel Geduld heute. Oh, und wo ich schon dabei bin, ich brauche unbedingt noch Liebe. Oh, und was ich auch noch brauche, ist Kraft und Disziplin. Ja, und dann gehe ich zu Gott und dann sage ich, Jesus, kannst du etwas von diesen Eigenschaften, die du doch so viel hast, kannst du etwas von mir in mich hineinkippen? Ja, und dann halte ich so meinen Tankdeckel hin und Jesus in seiner Großzügigkeit, weil er unser Papa ist und weil er uns ernst nimmt und weil er uns liebt, er tut das. Ja, er füllt uns auf mit dem, was wir brauchen. Er hilft uns gern, das ist sein Lieblingsthema. Und dann, was mache ich? Dann gehe ich in mein Auto und fahre los und hoffe, dass der Tank nicht leer wird. Hoffe, dass es nicht steiler bergauf geht, als ich gedacht habe. Und hoffe, dass wenigstens ein paar Stunden etwas von diesen Eigenschaften von Jesus in mir bleiben, damit ich mindestens vielleicht bis zur Mittagspause durchhalte. Was wäre, wenn Jesus vielleicht in Wirklichkeit etwas ganz anderes dir und mir anbietet? Was wäre, wenn Jesus eines Tages an der Tankstelle sagt, weißt du was, mir reicht das nicht. Um ehrlich zu sein, habe ich eine ganz andere Idee. Wie wäre es, wenn ich mich auf deinen Beifahrersitz setze, wenn das für dich okay ist, und ich komme einfach mit auf deine Reise und dann gehen wir einfach gemeinsam in diesen Tag hinein und dann schauen wir mal, wie es wird. Und dann musst du dir vielleicht gar nicht so Sorgen machen, weil, naja, ich bin ja auch noch da. Ja, und wenn dann dieses Gespräch kommt mit deinem Chef, von dem du Respekt hast, naja, dann sitze ich ja direkt neben dir und kann dir ja ein paar Tipps geben, was du sagen könntest oder vielleicht besser nicht sagen solltest. Ja, und wenn du dann nach Hause kommst und keine Kraft mehr hast und keine Geduld, hey, wie wär's, wenn dann einfach ich dir dabei helfe, Zeit mit deinen Kindern zu verbringen und ihnen zuzuhören, auch wenn vielleicht dein Gehirn schon ziemlich leer ist. Kann es sein, dass die Gegenwart Gottes nicht einfach ein Moment ist, einmal im Sonntag, wo wir im Gottesdienst denken, hier ist die Gegenwart Gottes, hier kann ich jetzt tanken und dann hoffe ich, dass ich wenigstens bis Dienstag, Mittwoch durchhalte. Kann es sein, dass die Gegenwart Gottes nicht einfach nur ein heiliger, stille Zeitmoment ist am Morgen, wo wir uns auftanken lassen, um dann alleine durch den Alltag zu gehen? Was wäre, wenn wir anfangen zu begreifen, dass Jesus, ob wir das wollen oder nicht, die ganze Zeit auf unserem Beifahrersitz sitzt, die ganze Zeit zur Verfügung steht, Tipps geben kann. Fahr mal lieber da lang, da sparst du Zeit. Achtung, da vorne könnte es gleich eng werden. Oh, vielleicht greife ich einmal kurz ins Lenkrad, du hast gerade kurz was übersehen, kein Problem, ich helfe gern. Der Heilige Geist nennt sich selbst Helfer. Ich glaube, er liebt es, der Co-Pilot zu sein und er wartet darauf, dass du das für dich einsetzt. Macht das Sinn? Ich finde, es macht Sinn.
Das Interessante ist, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich stehe mir da oft selbst im Weg. Warum? Weil ich oft dieses Bild eines Freundes, der neben mir Platz nimmt, zu wenig verstehe. Ich habe oft dieses Bild von Gott eher wie ein Chef, dem ich zu gefallen habe, der mir Aufträge gibt, der Dinge von mir erwartet an diesem Tag und die ich wie so eine To-Do-Liste abarbeiten muss. Das Interessante ist, an diesem Abend, wo Jesus dieses Bild mit dem Weinstock bringt, redet er noch weiter und er macht seinen Jüngern genau dieses Angebot. Und er sagt Folgendes zu ihnen: Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Das ist jetzt nicht eure Entscheidung. Nein, ich habe euch erwählt und ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und wieder hier Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Mit anderen Worten, Jesus sagt, ich biete dir heute eine Beziehungsstatusveränderung an. Wenn das für dich okay ist, dann biete ich dir an, dass ich ab heute nicht nur dein Boss bin, sondern zusätzlich hebe ich unsere Beziehung auf ein neues Level und biete dir die sogenannte Romance, die Freundschaft. Jesus sagt, ich bin nicht nur dein Boss, sondern heute Abend, liebe Jünger, bevor ich zurück zu meinem Vater gehe, bevor ich mein Reich in eure Hände übertrage, möchte ich euch eins sagen: Ich bin nicht einfach nur euer Boss, sondern ich mache euch heute Abend zu Freunden. Bevor ich mein Reich in eure Hände lege, möchte ich eins klarstellen: Wir machen das zusammen. Wir machen das auf Augenhöhe. Wir gehen zusammen durch dick und dünn. Das Interessante ist, dass ich immer wieder merke, wenn du Dinge aus Liebe heraus tust, dann haben sie so viel mehr Kraft, als wenn du es aus Pflicht heraus tust. Ich glaube, wenn wir als Liebhaber unser Leben für Gott einsetzen, dann hat es Frucht. Letzten Herbst war ich im Urlaub, eine Woche, und mein Mitarbeiter, der Chris, hatte eine Woche lang deutlich mehr zu tun. Warum? Weil ich nicht da war. Er hatte viele Aufgaben für mich übernehmen müssen, um mich zu vertreten in meiner Aufgabe. Und ich wusste, er war busy. Ich sah manchmal Nachrichten, die er geschickt hat. Und am Donnerstag bin ich auf dem Rückweg. Wir sitzen am Flughafen als Familie, zurück, um nach Hause zu fliegen. Und da poppt diese Nachricht auf. Und dieser Chris, der sich auch mein Freund nennt, sagt: Ich möchte euch abholen vom Flughafen. Im Wissen, dass er dafür erst eine Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu mir nach Hause fahren muss, um unser Auto zu holen, um eine Dreiviertelstunde zurück zum Flughafen zu fahren, um von dort dann mit öffentlichen wieder eine halbe Stunde zu sich zu fahren. Dieser Mann hat seine Pflicht erfüllt. Er war mein Mitarbeiter, er war angestellt, er hat alle To-Dos erledigt, die er tun müsste. Aber ein Freund denkt über diese Liste hinaus, weil er mit liebenden, schätzenden Augen sieht. Es gibt eine Geschichte, die ich viele Jahre nicht verstanden habe. Ja, sie hat mich sogar so doll aufgeregt, dass ich sie in jeder Predigt vermieden habe. Und das ist die Geschichte von Maria und Martha. Maria und Martha, wer ist das? Das sind zwei Schwestern, aber nicht nur das. Sie nennen sich eigentlich gute Freunde von Jesus Christus. Ja, immer mal wieder, wenn Jesus eine Pause brauchte mit seinen 12 Freunden, den Jüngern, dann kehrte er bei Maria und Martha zu Hause ein, um sich zu entspannen, um sich zurückzuziehen, um aufzuatmen. Und so kommt Jesus in dieses Haus und die Unterschiede oder die Reaktion zwischen Maria und Martha könnte nicht unterschiedlicher sein. Ja? Martha rennt in die Küche, sieht 12 hungernde Bäuche plus den von Jesus und sie fängt an zu schnippeln. Tak, 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 tak. Und sie fängt an zu schnippeln. Tak, 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 tak. Und sie wird fleißig und sie legt sich ins Zeug. Endlich kann sie Jesus zeigen, wie doll sie ihn lieb hat. Ja? Und sie macht und sie tut und sie macht und sie tut, während ihre blöde Schwester Maria nichts Besseres zu tun hat, als im Wohnzimmer zu sitzen bei Jesus und seinen Freunden und einfach zu chillen. Und Martha in der Küche, während Maria gar nichts tut, wird immer stinkiger. Mit jeder Gurke, die sie schneidet, wird ihr Kopf noch roter.
bis sie etwas tut, was man eigentlich in der damaligen Zeit niemals getan hätte. Sie geht in das Wohnzimmer und sagt einem Mann und dann auch noch einem Rabbiner, einem religiösen Anführer namens Jesus, was er zu tun hat. Wir lesen es hier. Martha ist so sicher, dass sie auf der richtigen Seite ist, dass sie sich wagt, Jesus gegenüberzustellen und sie sagt, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Achtung, dieses Detail ist so wichtig. Sie spricht Jesus an als ihren Chef. Findest du es richtig, dass meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Und jetzt liebe ich dieses Detail. Jesus sagt, Martha, Martha. Ist dir schon mal aufgefallen, wann wir einen Namen wiederholen? Es gibt so eine gewisse Situation, oder? Martha, Martha. Du schon wieder. Bist du gerade wieder ins gleiche Muster gefallen? Ja? Er sagt weiter, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Jesus stresst überhaupt nicht, dass Martha in der Küche ist. Was ihn stresst, ist, dass sie in Sorge ist, dass sie in Unruhe ist und dass sie ihrer Schwester offensichtlich das nicht gönnen kann. Und er sagt weiter, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ich glaube, was Jesus hier sagt, ist, Martha, Martha, du sammelst keine Punkte, wenn du Brötchen schmierst, nach denen ich nicht gefragt habe. Und ich glaube, was Maria verstanden hat, ist das, was eigentlich logisch ist. Wenn du eine Freundin zu dir einlädst, deine allerbeste Freundin, wenn du deinen allerbesten Freund bei dir spontan willkommen heißt, machst du dir dann viel Gedanken über, ob die Wohnung ordentlich ist? Ob du was zu essen anbieten kannst? Nein, wenn eine richtig gute Freundin zu dir nach Hause kommt, wenn ein richtig guter Freund zu dir nach Hause kommt, dann genießt du seine Gegenwart. Maria offensichtlich sagt, diesen Moment, Jesus in meinem Wohnzimmer, das ist der Hammer. Ich kann auch später noch kochen. Er wird schon sagen, wenn er was braucht. Ich chill es einfach. Maria weiß, das ist mein Freund, dem ich nichts beweisen muss. Während Martha offensichtlich Jesus immer noch als Herrn sieht und sich selbst als Arbeiter. Ich möchte schließen mit einer letzten Begebenheit aus dem Leben von Jesus. Jesus ist etwa 30 Jahre alt. Und Jesus hat noch nichts von dem erledigt, was sein Vater ihm als Auftrag mit auf diese Erde gegeben hat. Jesus war die letzten 30 Jahre, Zimmermann. Hat Häuser gebaut oder Tische oder Stühle. Sein Papa geholfen in seiner Firma. Er lebte ein ganz gewöhnliches Leben und diese ganze To-Do-Liste seines Vaters, die war noch komplett nicht abgehakt. Und es heißt, bevor Jesus in diesen Dienst hineinstand, ließ er sich taufen. Und auch hier sehen wir so ein schönes Beziehungsupgrade. Hier heißt es Folgendes, nächste Folie. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Die Gegenwart Gottes erfüllt diesen Jesus. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Nochmal, Jesus hat noch nichts erledigt von dieser To-Do-Liste, die der Vater ihm mit auf diese Erde gegeben hat. Jesus hat noch nichts getan. Aber das Erste, was dieser Vater hier sagt, er definiert eine Liebesbeziehung. Der Vater kommt mit seiner Gegenwart und erfüllt Jesus. Und er sagt, du bist mein geliebter Sohn und ich habe schon jetzt Wohlgefallen, heißt es in einer anderen Übersetzung. Ich bin schon jetzt absolut happy mit dir.
Bevor du irgendwas für mich tust, habe ich dich schon maximal angenommen. Da kannst du nichts mehr dran verbessern. Da kannst du nichts mehr nachkippen. Gottes Liebe ist maximal voll für dich. Und du kannst Gott nichts beweisen. Die einzige Option, die wir wirklich haben, und das war die Option, die Jesus für sich gewählt hat, ist zu sagen, weil ich von diesem allmächtigen Gott geliebt bin, weil dieser allmächtige Gott Wohnung bezieht in meinem Leben, habe ich alles, was ich brauche. Und ich bin in einer Position, in der ich nichts anderes mehr brauche, in der ich mich verschenken kann, in dem ich mich in andere Menschen investieren kann, indem ich mich in Jesus, seine Sache investieren kann. Versteht ihr, Maria und Martha, die Geschichte, es gibt Leute, die daraus irgendwie lesen wollen, dass es heißt, du musst nichts mehr tun. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, was wir für Gott tun. Es geht darum, warum wir es tun. Jesus sagt, du bringst dann Frucht, wenn es aus Liebe heraus geschieht. Und die Lösung ist nicht wegzulaufen und zu sagen, jetzt mache ich nichts mehr für die Kirche, jetzt mache ich nichts mehr für Gott, weil ich merke, das sind noch falsche Motivationsgründe in mir. Nein, so lernst du die Lektion nicht. Bleib an deiner Stelle. Bleib in diesem Dienst, aber erlaube dem Heiligen Geist, dass er, während du für ihn arbeitest, er an dir arbeitet. Und ich sehe hier so viele altbekannte Gesichter, die seit so vielen Jahren treu diese Kirche bauen. Und ich habe so viele Jahre miterlebt, wie der Geist Gottes, während wir treu sind, auch treu an uns ist. Und unseren Charakter aufräumt. Und falsche Motivationsfelder gemütlich und gnädig und geduldig hinausspült. Sodass immer mehr Platz hat von diesem Jesus in unserer Lebensflasche. Sodass immer mehr Platz hat für den Heiligen Geist. Die Gegenwart Gottes ist die Realität. Die Gegenwart Gottes ist das Angebot des Heiligen Geistes. Die Gegenwart Gottes ist da. Die Frage ist, rechnest du damit? Lässt du den Gedanken an dich ran, dass Jesus, wenn wir hier gleich fertig sind oder du gleich deinen Laptop zuklappst, lässt du den Gedanken an dich heran, dass dieser Jesus dann immer noch da sitzt und mit dir nach Hause fährt, in deine Arbeitsstelle, in deine Ehe, selbst in deine dunkelsten Stellen, in deine Gedankenwelt, da wo du Dinge denkst, auf die du nicht stolz bist, selbst da ist Jesus mittendrin, statt nur dabei. Ich wünsche mir, dass wir miteinander aufstehen. Und was wir jetzt machen, ist, wir werden einfach eine Zeit leise werden. Wir werden diesen Heiligen Geist, diese Gegenwart Gottes neu einladen in unseren Alltag. Nicht nur in diesen Saal, sondern auch in unseren Alltag. Und ich bitte dich, dass du den Heiligen Geist heute ganz konkret fragst, wo gibt es vielleicht Felder, Bereiche in meinem Leben, wo die Gegenwart von dir noch nicht da ist. Lass uns jetzt den Heiligen Geist einladen.